Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man sieht etwas. Wenn ihr etwas seht, ist das der verkältete Cletus oder eben der Chris. Darum bin ich auch schön dick angelegt mit Schal und allem zusammen. Hey, nein, es ist Psycho. Aber ich bin definitiv auf dem Weg vor Besserung. Zur Besserung. Darum muss sich da niemand Gedanken machen. Jetzt natürlich ein kleiner spezieller Grund, wieso dass ich wieder mal so ein Real-Life-Video mache. Ich habe euch ja erzählt, dass die Freundin hier den Games-Koffer für mich bestellt hat. Und der ist jetzt eben heute Morgen angekommen. Jetzt schnell schauen, wie das geht am besten. Ich hoffe wirklich, dass man es ein bisschen sieht. Das wäre also das Teil. Seht ihr hier, der Games. Und er eignet sich, wie man hier hoffentlich sieht, für PS3 Slim, die Xbox 360S und die alte Xbox. Hier noch so ein paar Features und ich würde sagen, ich mache das Teil jetzt schnell mal auf, damit ihr das dann auch könnt anschauen könnt. Hier noch so ein bisschen eine schöne Zeichnung drauf. Das ist auch noch sehr stylisch, hier farblich. Schön Business-Leute mit den Games-Käfer unterwegs. So, und wenn man es hier aufmacht, ist hier eine, ja, ich hoffe wirklich, dass man es sieht, ist hier das Netzteil. Hier hat es verschiedene Anschlüsse, das ist auch der für die Schweiz. Und dann hat es noch ein kurzes HDMI-Kabel. Weil logischerweise, wenn Konsolen, ich hoffe wirklich, dass man etwas sieht, wenn Konsolen und der Bildschirm so nah beieinander sind, dann braucht es natürlich nicht so ein langes Kabel. Ja? Gut, hier haben wir den Power. Schnell schauen. Ja, das ist nichts Wahnsinniges, würde ich jetzt sagen. So ein Teil habe ich auch schon öfters gesehen. Und jetzt kann man hier natürlich einfach den Schweizer Stecker rein tun. Genau. So, schauen, der sitzt. Das ist gut. Jetzt tun wir das schnell hier ein bisschen auf die Seite. So, und hier wäre jetzt ein Prachtstück. Die Schachtel schnell on the floor. So. Schnell noch das Plastik entfernen. Das ist das, was am meisten Spass macht bei den neuen Sachen. So. Hier oben haben wir auch noch ein Plastik drauf. Ja, das klappt gut. So. Ja, das wäre mal so ein bisschen von aussen. Hier unten auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, ein stabiler Stand, weil er neigt so ein bisschen gegen vorne, aber das ist jetzt sicher auch, weil die Konsole noch nicht drin ist. Aber auf jeden Fall so ein bisschen mit Gummi, das hat also gut auch hier, wenn man ihn dann drauflegt. Das ist ziemlich stabil. Ist natürlich aus Plastik, nicht aus Metall, weil ja, dann wäre es auch noch eine Zacke teurer gewesen. Machen wir die Dinger mal schnell auf der Seite und dann kann man ihn hier elegant aufklappen. Okay, ja, also das wäre jetzt das Teil sozusagen. Haben wir echt genug Licht hier. Mal schnell noch ein bisschen umdisponieren. Also das wäre mal der Screen. Der ist 15,5 Zoll, also sicher nicht gigantisch, aber wir reden ja von einem portablen Köfferli. Und dort macht es schon noch Sinn, wenn man auch nicht einen riesen Bildschirm drin hat. Ich nehme auch an, dass hier im Rand vielleicht noch etwas zur Dämpfung von Schlägen oder so drauf ist. Ja, jetzt muss ich schnell schauen, wie das am besten geht hier. Da hat noch irgend so eine Unterlage, so ein Polsterli. Wisst ihr was? Ich würde sonst sagen, ich tue mir das mal schnell durchlesen, anschauen und dann kann ich euch dann zeigen, wie man das Teil zusammenstellt. Also wir sehen uns später. Ciao zusammen. Also gut, es war auch gar nicht so schwer gewesen und ich glaube, ich habe es geschnallt. Die Anleitung ist noch cool gemacht, es wird auf jeden Fall alles ausgezeichnet erklärt. Sie haben noch sogar ein paar Witzchen drin versteckt und so, oder was heisst so versteckt, einfach ein paar Jokes. Hier wird noch genau beschrieben, was bei PlayStation und bei Xbox 3 passt. Und ein schönes Beispiel, bei PlayStation passen 2 Pads rein, bei Xbox wegen dem fetten Netzteil leider Nummer 1 scheint. Aber das zweite kann man sonst auch noch in Hosensachen oder so. Also,
Das System ist eigentlich noch gescheit. Man kann mit dieser Unterlage hier, die man drehen kann man eigentlich definieren, was für eine Konsole das man hat. Und dann steht es entweder so ein bisschen rauf, konvex, oder ist schnell konkav und die geht dann unten durch, wenn man die fette alte Xbox hat. Also, Moment schnell. Jetzt nehmen wir mal schnell Xbox, das Teil. Und sie hat gesagt, es sollte optimal passen. Das tut es auch. Es hat da schön so eine Einkerbung. Und die Idee ist jetzt eigentlich, mal schnell noch die Tasche hier rausnehmen. Ich habe immer gemeint, das sind auch Poster oder so, aber es ist effektiv wie so ein Beutel, wo Kletterer haben, oder ich weiß doch auch nicht, wo man dann halt ja, das Equipment kann rein tun, wie das Netzteil, das Pad und so. Das ist also eine gute Idee. Jetzt ist das Ziel eigentlich, dass man die Konsole hier mit der Gürtel befestigen. Das ist zum Glück auch keine Sache. Schön anziehen hat es geheißen. So. Okay. Der hier hinten auch. Und es ist in der Bedienungsanleitung gestanden, dass nichts verdeckt sein sollte, bezüglich Kühlung und Anschlüsse und so, dass alles zugänglich sein sollte. Und wenn wir jetzt hier gerade ein bisschen drauf schauen, vielleicht seht ihr so ein bisschen von oben runter, ist es so, dass die Xbox hat ja, und wenn ihr es nicht seht, zeige ich es jetzt, hat jetzt hier eigentlich so drei grössere Spalte, auch wenn es nur einer ist unten dran, aber das spielt eigentlich keine Rolle, es ist so wirklich drittelt. Und der vorderste Drittel wird dann eigentlich von dieser Strebe verdeckt und ja, da wird die heiße Luft abtransportiert. Das bedeutet, wenn ich das Teil werde brauchen, ein bisschen intensiver, werde ich sicher hier lösen, damit dass es keine Hitzeprobleme gibt. Aber es geht ja um den Transport. Und ich habe es schon mal erwähnt, zwischendurch habe ich auch meine Xbox mitgenommen ins Ausland oder so. Und da habe ich auch eine schöne Konstruktion mit meinem Rollköfferchen. Und darum ist das eigentlich wunderbar, dass das jetzt hier drinnen so Platz findet. Das tun wir aus Platzgründen schnell weg. Jetzt geht es darum, Kabel anzuschließen. Das haben wir ja schon vorbereitet. Und man braucht 2 Steckdosen, natürlich für den Bildschirm und eine für die Xbox. Es wäre natürlich noch interessant gewesen, wenn man mit einem Kabel den Koffer hätte verlassen können, aber das hat auch wieder ein bisschen mehr Kosten und auch Platz braucht, ja. Also jetzt im Koffer ist es so, haben wir hier den Stromanschluss, sehr simpel gemacht, finde ich noch easy, nicht irgendwann hinten dran oder so Crap. Stecken wir den mal schnell rein, aber vorher noch schnell die Folie dran abnehmen. Ja. Er spiegelt, scheint es ein bisschen fest. Ist in den Reviews gestanden. Hat mir die Freundin auch gesagt, dass sie das gelesen hat. Finde ich jetzt aber eigentlich nicht so tragisch, weil welches Gerät kann man schon bei Sonnenbestrahlung wirklich nutzen. Und da ist auch nochmal. Da scheint auch nochmal eine Folie drauf zu sein. Ah ja, da hat es ein Knäfeli, ja. Wow. Ah, schon schön, also schon schön. Aber ja, wegen der Helligkeit und sonst, wenn ich im Zimmer zocke, halt einfach ein bisschen abdunkeln. Das ist ja nicht so tragisch. Gut, jetzt geht es nur darum, die Xbox anzuschließen. Einerseits sehr schnell mit einem super kurzen HDMI-Kabel. Das ist jetzt nicht unbedingt ein hochqualitatives, aber sicher ausreichend, würde ich sagen. Goldanschlüsse braucht man eigentlich nicht wirklich. So. Ja, gut. Schnell noch ein bisschen die Zunge rausgenommen zum Zielen, das hilft aber schon. Jetzt noch der Strom. Ja, da hinten sieht es Chaos, das ist gut, dass man das nicht sieht. Nein, ganz schnell. So, jawohl. Also, der erste vom Koffer stecken wir mal ein. Und jetzt kommt noch das Riesenmonster von der Xbox. Wobei, das ist eigentlich zweitrangig, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, in der Slim Playstation haben sie das Netzteil auch rausgenommen, oder? Weil in der alten war es ja noch drin. Darum ist sie auch so riesig und wird da nie reinpassen. Ja, jetzt hat die eigentlich alles angeschlossen. Schnell noch schauen, wegen einem Pad. Nehmen wir hier gerade das Passende natürlich.
Nein, jetzt habe ich keine Batterien, super. Sorry, schnell. So. Das ist so ein MLG, ich weiss gar nicht, ob man es sieht, so ein Pad, das ich mir mal gekauft habe, weil es... Das ist auch schon ein bisschen dirty, weil es ein Kabel hat, weil es mir aber angeschissen Batterien zu wechseln. Aber das Pad selber hat nicht ganz so wahnsinnig gut funktioniert, leider. Wir reden jetzt aber vom Koffer und ich erlaube mir jetzt mal, vielleicht seht ihr es, hier hinten leuchtet es rot. Schalten wir doch den mal schnell ein. Okay, ich mache hier hinten noch schnell ein bisschen die Storen an, das hilft vielleicht auch ein bisschen. Dann gleichzeitig mache ich hier oben noch das Licht aus. Gut, jetzt zeigt es uns da etwas. Schalten wir mal schnell die Xbox ein. Schauen, ob da etwas drin ist. Nein. Jetzt zieht er es rein. Zieht er es rein. Jetzt kann man hier vorne eine Helligkeit und so ändern. Ah, die ist relativ hoch. Okay, das ist auch noch gut. Also man kann schon recht hauen. Also, ich bin gespannt. Jetzt mal schnell schauen. Die Crazy wird angemeldet, das ist gut. Ja. Den Kontrast kann ich sicher dann noch ein bisschen anpassen. Genau. Das kann man dann alles schön perfekt noch einschalten und so. Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Also, meine Reisen stehen überhaupt nicht mehr im Weg. Schnell die Frage, wenn ich hier rauskomme. Kann ich mit dem hier, jawohl, genau. So. Exit, jawohl. Ja. Das wäre es eigentlich auch schon, hä? Von dem, was ich hier aber zeigen wollte. Wenn ihr Fragen habt, nur stellen. Und ich werde sicher, wenn ich nicht einmal testen auf Reisen, auch ein Feedback geben. Aber das wäre es jetzt mal fürs Erste, hä? Ja. Wenn wir uns nicht mehr hören und sehen, wünsche ich euch ganz einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön oder was ihr auch immer macht. Macht's gut. Ciao zusammen.